Ich hier beim Krankenhaus mit dem Wilfried Arau, der ist hier al sehr viele Jahre. Was ist du hier eigentlich? Oder Dankeschön, dass wir einmal bei dir kommen. Sehr hier, willkommen hier. Es ist meine Ehe. Dat jij nu geloof ik eenmaal om een beetje toen je rechten, wat is eerste Hilfe, vielleicht reden wir über viel ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, es ist ein bisschen eine Überraschung, aber willkommen hier und ich denke, wir können uns mal in die Hölle, ja? Ja, du bist hier wat man dat sagen, Derchdagen, weet je, als die meeste Menschen dort een Begriff, wo funktioniert das? So, das ist wel in Plottisch ist das Teichdagen. Ja, wenn man so übersetzt würde man sagen, einfach ganz im Charpa-Dagen. Und so ist das auch. Die Strahlen, die wie Brücken, sind ja alles Röntgenstrahlen, sind nicht zu sein, sind aber gefährlich. Gefährlich nicht, in dem Sinn, wie die Brücke, die Versichtshalber. Wenn wir machen Teichdagen, dann brücken wir die einmal, zweimal, dreimal und dann fertig. Wir dürfen doch nicht mehr spielen. Also Teichdagen, eine Krankheit, Finje, Zeetje, Patient komt met huisten, zei we hebben een longenentzündung. Patient komt met weiter, zei we als dat een Bruch. Komt irgendwo met een ander probleem, dan wordt hem entweder een tomografie gemerkt, merkt hem een Röntgenbild, man merkt hem Tenen, Teichdagen. Je hebt sehr veel verschillende Sachen, wat we in Lungenplatte merken, ja. Goed, Kartenbeet, Tomographie, wat is dat? Tomographie is wanneer een Kanal hast en de chefs een patiënt te nennen, dat is alle automatisch. Die Röntgenstrahlen fahren den Patienten ran und merken eine spiralmäßige Röntgenaufnahme. So, die merkt einfach Schichten, Millimeter, wie es durch im Charpa. Die Tomographie ist eigentlich gedacht für faste Sachen. Für Knirkes, aber wie dann viele Patienten mit Kontrastmittel spritzen, oder, da bedeutet dann kommen auch die Oder sein. Da bedeutet man kann auch Zellen sein, also Haut und Zellen und Muskeln, die entzündet sind, oder die nicht richtig arbeiten. Die können mit Kontrast besser sein. Das meint eine Vorwurf nennen? Eine Vorwurf. Das ist eine Vorwurf, wie eine Oder ansprechen. Das bedeutet, wenn eine Entzündung oder eine Schrift ist, dann nimmt sie hier diesen Kontrast ab. Also, der sifft sich dem an. Damit kann man sein, wenn man dem Körper jeder Mal mit der Durchdacht, dort auf einer steht, ist mehr Kontrast, mehr Vorwurf. Das bedeutet, du hast eine Entzündung oder du hast eine Schrift, da weiß man, okay, du musst man ein bisschen da in Seite, ja? Goed, darüber wird noch viel zu vertellen gehen. Du bist aber nicht immer so weit angetrokken, du bist auch auf und zu schwarz und mit einem gelben Helm. Das meint bei der Feuerwehr arbeiten. Wie lange bist du da? Bei der Feuerwehr sind von 2001, dann habe ich dort mal gegründet in Loma Plata, auch eigentlich in Philadelphia. Und Lothar habe ich dann langsam auch in Irland in Paratoro entwickelt, mit der Sheila. Da musst du die Menschen haben, die Feuerwehrlied haben, und dann nachher dann die Autos und die Rescate, also alle Ambulanz, man sind verschiedene Sachen, die man da entwickeln muss. Das geht ja nicht von der Obermario alle zu merken. Aber wir sind von 2001 her wie im Chaco. So, Feuerwehrhaft mit 4 zu tun, was tut euch nu, wenn euch einen Mensch, der ist verbrennt? Und ich traf ihn da an und sie ist erst da. Begleitet ihn mit Wasser oder der hat einen Hand noch an, was tut das erste? Na gut, ein Hand normalerweise, wenn das angebackt ist, lädt man das an, ja? Nicht getragen. Nicht getragen, no. Das passt, dass das an, du weißt ja, für trägt wieder ziemlich viele Sachen mit, das ist schon. Das passt, dass wir laten das schneiden das rüt, das Steak wird angebackt, das schneiden das rüt, und das andere kann dann man nicht tragen. Dat past das Wasser, du hast sehr reich. Das meiste, was wir haben, und das einfachste, das billigste, ist Wasser. Also je mehr Wasser wir am Charpan abgeben, je mehr Chance haben wir, dass die Hütschichten, die verbrennen, nicht noch tiefer brennen. Das ist nämlich so. Da, was verbrannt ist nämlich auch verbrannt. Aber die Schichten von den Muskeln, Hütten, Muskelschichten brennen langsam tiefer, langsam tiefer, langsam tiefer. Je euer Wasser braucht, je euer dem aufschalten, dem Patienten, je weniger Schichten werden davon affektiert. Also das ist sehr gut Wasserbrücke. Sehr gut. Das ist das Beste, was das gibt. Wenn du dich im Haus brennen lässt, und du verschwindest im Krankenhaus, du brauchst wenigstens 10 Minuten, ne? 10 Minuten lässt du nicht an der Wunde. Also wenn du tust, ist leider Wasser schälen lassen. Nun ist das mal einfach ein Kron abschieben, ne? Aber wenn dann gerade ist, dann einfach eine Dusche nehmen. Dort wird die Cause Verbrennung, Öl, verschiedene Jäfte, was immer dort dann ist. Wasser, dort ableisen, alles leise. Das ist das ganz Beste. Dat wordt je krijgt vragen, wenn de Säure evaluant ist, nicht 4 unbedingt, auch Wasser. Auch Wasser, alles ist mit Wasser. Sogar wenn die in ein Schlangenbett oder wenn die in eine Biest steigt oder so, alles ist Wasser.
Wenn du eine Schlangenbitzel hast und du hast ein Loch, meistens machst du bei der Feit, ja? Bei der Feit. Dann aufspeilen. Wenn du das Loch, du kannst noch mehr öffnen, dort, wo der Raum ist geblieben. Dort, wo die Beine ist auch Beine. Aber dort, wo der Raum ist, man das nicht aufwaschen mit Wasser, kriegt das auch noch im Loch nennen. Also, wo das einmal sehr geht. En dan doe je ook zeer veel, wenn ein Accident ist, ein Unfall ist, Rüt fahren und vielleicht erst im Auto eingeschwatscht, muss je dem da Rüt, schneiden, Rüt brennen und die hat ihm nu Rüt an die Licht ab, ja, wenn je dem Rüt nehmen, wo leicht man einen Mensch an, wenn der bewusstlos ist oder nicht tausig ist, auf dem Bock, auf der Seite? Ja, ein Patient, wat bewusst ist, dem kann man ruhig am Reihe legen lassen. Kein Problem, wenn der Odem selbst und er hat seine Zunge unter Kontrolle, seine Atmung. Aber ein Patient, wat bewusstlos ist, der Muskel, der Zunge ist ein Muskel. Und wenn der schlapp wird, dann wird ein Muskel fallen. Dann fällt er in der Luftweich merkt dann Tö. Dann haben wir ein Problem. Daher ist immer die Seitenlage mit Patienten einfach auf der Seite. Dort ist ja nicht ein Patient, aber man kann sich dort feststellen, wenn man dem stabil auf der Seite liegt, dann hat er eine Chance, wenn der mal soll erbrechen. Oder wenn der mal soll sich verschlucken will, dann wenigstens kommt dort raus. Und die Zunge wird nicht im Weich merken, also er kann trotzdem wieder atmen. Maar dat je angst had dat hem vielleicht een Wirbel gebrochen ist, soll ich dort tun, wenn der da so liegt, oder soll ich dem Kreuzer liegen lassen, bis die Ambulanz kommt? Ja, das ist einmal ein Thema. Deswegen sage ich, wenn du bewusst ist, dann ist er besten, dem eben einfach am Reihe legen lassen. Du redest erst von einem Autounfall. Ein Autounfall ist das so. Wenn du keinen Nachterrede hast, keine Explosionsgefahr, keine Brandgefahr, und der erste Beine den Patienten in der Brillsäure, dann ist keine extra große Gefahr, dass er was riecht. Dann ist später einer wach, bei der Feuerwehr, dann die vernünftige Maschine in dem Rücken nimmt. Nicht noch mehr zwei merken, was all zwei ist. Aber wenn du eine Explosion oder Brand in der Welt brennen, natürlich, dann macht er rüt. Und was ist, wenn einer am Tachamar halb oder meist verdrunken ist, oder du hast ihm noch so abends geraten, wo leicht man dem an? Ein Patient, der sich verschluckt hat, oder wenn du sagst, er ist verdrunken oder meist verdrunken, dann leicht man dem am Brejan einfach. Wenn wir hier einen Patienten haben, normalerweise da wir mal Müllchecker sein ist, weil ich nicht esse, sich verschluckt habe, weil nicht esse, dann fängt man einfach mit Kompressionen an, einfach auf der Brust zu drehen. Die Sache ist, ein Patient, der Holz geht das erste Teil. Wenn der sich verschluckt, wenn der sich verfehlt, wenn der nicht mehr schwammen kann und Angst kriegt, ja, das Teil. Dann merkt der Teil, der schält nicht voll. Nicht, dass er sich voll dreht? Der schält nicht voll. Nein, der geht Teil. Nur mit der Luft ein. Und wenn die Luft erst eingeht, irgendwann stoppt das Hort auch. Der erste Gründe, warum ein Hort schon läuft, ist meistens, aber besonders bei Kenia, ist, dass er nicht mehr Luft kriegt. Dass die Zunge hingefällt, oder dass er nicht Luft kriegt. Wenn die Luft erst 2 Minuten zu eng ist, 1,5, 2 Minuten, dann wird ein normaler Mensch bewusstlos. Natürlich hätte er dann zu eng und fängt langsam an Fall zu schälen. Aber 2 Minuten, 3 Minuten haben wir eine Chance. Wenn die Ungejetten 3, 4, 5 Minuten ungejet, dann hat man immer noch eine Chance, den Rücken zu holen und Herzmassage merken. Aber 5 cm nandreitje. Gleich auf der Brust und ganz tief nandreitje. Da kann sein, dass das knacker wird, besonders bei einer älteren Person, aber bei Kenia nicht. Bei Kenia war die Brust noch flexibel. Ältere Menschen lassen das knacken. Wenn der 2 bereicht, ist okay, du wirst das Leben raten. Das ist hier sowieso nicht lebendig. Also du wirst dem im Leben kriegen. Das Hort einmal starten. Man sagt, das Hort hat noch Blutbahnen und du wirst das in je Hirn bringen. Du bringst mit dem Dreitje, trinkst du den Sauerstoff in je Hirn. Das ganz wichtigste Organ ist das Gehirn und da wirst du mit Sauerstoff befördern. Wenn das erst 6 Minuten ohne Sauerstoff ist, ungefähr 6 Minuten, dann ist das Gehirn praktisch all durch. Dann hast du sehr wenig Chancen. Du musst so schon das mehr versichern, das mit Sauerstoff zu beleuchten. Und das kostet bloß, dass du dort so viel Drecks, dass das einmal Schulz kriegt. Einmal Schulz kriegt in Gehirn. Du bist dann deine Tour in dem Moment. Wie lange kann ich drehen? Wie lange wird meine Kraft handgeben für 5 cm drehen? Das weiß man nicht. Ein so ein sportlicher Typ, vielleicht länger.
Wir sind zwei. Wenn wir zwei, dann haben wir Amtszeit. Wenn wir drei sind. Bot eine Ambulanz kommt, bot man eben nicht mehr kann. Aber sehr viele Menschen, die verdrunken sind, die kommen noch das Leben raten, wie es das heute noch geht, aber die Luft ist weich. Maar dat dan tjitje auf de tong hingeklopt is? Ja, und dann fuhrt einfach sein, dass die Tongue hingefallen ist und die Mund-zu-Mund-Beatmung merken. Menschen, die sich dort nicht gewöhnen, Mund-zu-Mund-Beatmung merken, das ist eine ganz einfache Bewegung. Das ist eine kleine einfache Übung. Dann die Tongue uitstrijken. En wanneer ze stit laat, is de tong bannen. En wanneer ze stit is, wanneer de kop naar verder is en de kern naar boven is, dan is de tong vrij. Dan is de tong uitgestrekt, dan is de muskel stief. Dan kan het laufen. En als man zum Mundbeatmung merken, wanneer die nicht weiß, dann wenigstens dretje. Dretje kostet nicht für falsch merken. Aber dretje nicht, sehr pinnig. Ja, 100 Mal in einer Minute. Okay. Minimal 100 Mal in einer Minute. Das ist bosig. Ja, das ist bosig, ja. Ja, das ist bosig. Und wenn du einem, man sagt, einzig hat Probleme, wenn die Biene bietet, am Hals kriegt, was ist dann? Schwallt das hier tot? Ja, was ein Fußballspieler, ein Volleyballspieler, wenn der sich ein Feld verwreckt, dann der Eis. Einmal Eis. Das schönste ist Eis. Das sagen wir alle über Television. Eis. Warum Eis? Eis ist zum Aufschwallen. Eis jeft, wenn ihr weiter. Und Eis ist zum jen ausschwallen und jen weiter. Und die Odre, die in Bläude sind, die worden gestoppt. Und so ist das auch mit der Anschwallung. Wenn die Bienen bieten, dann schwallt das weniger an, wenn du lutscht das, Eis lutscht das. Und je weniger du die abreißt, je weniger wird das schwallen. Also deswegen ist immer gut, wenn du wer bei dir ist, dann mit dem Mensch reden, dem Antje und dem Anfutter beruhigen. Also eine andere Person, das ist auch, was er selber merkt, der braucht nicht einen Doktor sein. Der kann wirklich mit einer Kleinigkeit den Mensch beruhigen. Ich sehe bei dir, tranquila, ich will beim Raupen, wie waren die Halbsäge und merkt die, sieh mal ruhig. Je ruhiger du bist, bei Schlangen bist, bei Bienen bist, bei Spannen bist, was immer das ist, je ruhiger du bist, je weniger ist der Puls. Je weniger direkt das Blut durch den ganzen Körper. Je weniger schwallt das. Also du ruhig bleiben. Ist lutsch, wenn du kannst, ist eine gute Hilfe. Aber ein Mensch, der so eine Allergie hat, mit einem Krankenhaus, sei wahrscheinlich jetzt tot. Was soll ich, wenn ich am Anfall kommt? Soll ich versuchen, den Menschen in mein Auto zu lassen, in einem Krankenhaus zu jagen, oder soll ich warten, bis das Krankenhausauto kommt? Das ist, wenn du 2 Stunden aufpasst, 3 Stunden aufpasst, irgendwann bei einer Instanz, ja, sei ja weit auf. Hast mehr später, du nimmst den Mann. Hast mehr später, willst, wenn du 3 Stunden warten was, und das Geld bleibt, wird immer du bist mit einem Patienten, der ziemlich bloß ist. Du weißt nicht, ist der nur bei einer Blatt oder nicht. Der ist halt bloß, der Puls dem sperrt vielleicht mal knapp. Dann ist später mitnehmen. Vielleicht auch andere dort entgegenkommen. Aber allgemein hier in Nummer Plata und vielleicht in Niederland, oder immer, wenn du dich bei irgendwo bist, ich rede ja nicht bloß zu anderen Menschen, nicht? Wenn du dich bei bist, dann ist doch später die Ambulanz kommen, kriegst willst du redest von der Wirbelsäule. Wenn du dem nennen hilfst und den Fehler merkst und die Wirbelsäule vielleicht verlässt, würde es nachher schuld sein. Also dort ist auch ähnlich verboten, ja. Und wenn wir noch einmal zu der Schlange kommen, wenn die Schlange bitte hat, oder einmal meistens am Fout, als das gut aufbinden, so hat man einmal hier. Haben 2 Rieten und Raum aufbinden. Allgemeinheit, viel Erfahrung mit Schlangen, bis Menschen, die dort aufbinden, das sind meist immer Menschen von weit auf. Die haben sehr große Massen von Muskeln verloren nachher. Wenn du dort aufbinden ist, hast du nachher sehr große Verletzungen. Dann hast du nachher dort der Fleisch später rutfallen. Aufbinden ist allgemein eine schlechte Methode. Bei uns wäre nicht zu aufbinden. Das passt, dass du warst dort gut rein und du kannst konsultieren, weil du hast noch Zeit. Du hast Stundenzeit. Normalerweise hast du Stundenzeit. Dann ist im Labor einmal sicher sein, dass das Blut nicht bloß dann wird. Wenn das so dann wird, dann bleibt man alle Richtungen. Dort sind eben die Schlangen, wo das Blut nicht koaguliert, also das bleibt nicht dick. Das wird so dann, also musst du Antibiotika spritzen. Also spritze je Schlange bis so lang, was das Blut war, dick ja wohl. Also ans Scharbehaft ist ja so richtig eingerecht von Gott. Dort, wenn man sich schnitt, dann irgendwann der Scharbe selbst stoppen.
De witte bladcharpertjes, die sammeln sich da und dat stopt für Salz allgemein. Want Leut wat dit ja. dat bleibt wat dit ja. En de slang neemt dat weg. De slang neemt dat weg. Blaad dat plus. En dat zei we niet, welke blaad dat dan naar binnen. Andere slangen waren dus altijd kloppen dan met verschieden. De andere dan even de nervensysteem aangrepen en man had weido en kramp en weido. Man kan ook dan stoten, want man is geen spratsen dat. Ja, dat is ook de Span. Bij ons hebben we de kleine Viuda Negra. Die hebben een kleine zwarte cel, ja, en die dat sehr bij. Normal stoft Mensch nicht dran, aber man hat sehr große Weide und sehr große Krämpfe. Also passt es dann eben im Krankenhaus kommen, jeden Spritze. Das hat sehr Weide. Das ist nicht gut. En wenn ich nu Arm gebrochen habe oder Fout gebrochen habe, vielleicht ein oder zweimal, soll ich eine Schäden und Lonia leihen, irgendwo, oder wo trägt man den Glitch? Glitch ist ähnlich für Personal da, für einen Doktor. Irgendwie wird das leider nicht reden, leider nicht Glitch. Wenn es ein Knöchel, wenn die verbrochen essen, man hat all Spätze durch, das sind sehr Spätze, aus Maße Spätze, dann ist besser doch einfach eine Splittlein leihen. Ein Bein kommen, eine Bein kann das unterschützen, das ist anders. Dem Arm kommen wir an der Hand und leihen, am Charpen und leihen, anbinden, mit dem Hand, mit dem Hand oder mit irgendwas. Irgendwann nimmt der Splitter einen Stock. Ich glaube, die Menschen. So wenig als möglich bewegen. Ganz genau. Je weniger Bewegung, je weniger Blutverlust, je weniger Nerven worden angespeikt, die Muskeln worden angespeikt. Und im Krankenhaus ist das einfach nur dem Glücktrag operieren mit weniger Verletzungen, ja? Da wird noch viel zu vertellen, Gunnar, aber was würdest du vielleicht den Menschen noch sagen, wenn den Akzidenten oder Fieber oder irgendwas antreffen, was sollen sie das erste tun? Wat ik zei hier wil eenmaal aanreden, wat zij vaak een time als bij Kenia zum Beispiel, habe ich zei vaak gehört, wat man Kind man dat zich verschluckt. Milch eten. Dan is dat hem, ja, dan is dat hem vertwijfelen. Bij grote mensen kan we dat manieren de heimlich, also man kan van heen gaan en met een vis, dem hier draadje, gaat naar rechts draadje, en dan komt dat eruit. Wat is bij Kind? Kind ist das Schwander und meistens ist das die Mutter selbst. So, da muss man all ruhig sein für sich und Kind, das geht nicht anders. Da muss man doch sich beherrschen. Hat nu nicht ein Mensch sehr Tag in Brille in Chile dumme was verspielen. Die muss doch das rechte tun. Da passt das mit den Fingern, so, dass der Kopf hier liegt und man dreht auf die Brust. 1, 2, 3, 4, 5. Einfach 5 Mal hier an der Busen drehen. Dan met de andere hand aan einfach ze schützen unje en op de brust hin am Regen 5 Mal hin und dann dat man den waren andrehen war dreetje op dem Hals das bin Herzmassage dann dat man den war een schütze schützen unje Geld Chile das sind Sachen wat schwor sind want dat selbst der Mutter essen dat Ähnchen das aber man Mutter tun dann hat man nicht verloren wir haben das Fehler vor das meint vielleicht bei 7 Jahren. Ja, en 7 jaar Kind, als dat al zo hoog, dan kan man al vlees sogar op het snijden gaan en van heen draaien. Dat wordt dan al 2 jaar en door een jaar zijn. En wanneer dat is al licht, wanneer dat bewusstlos is, we zijn mensen als beeld bewusstlos, dat is ook angst. Dan deed man even van boven, einfach napkruipen aan de patiënt en zo draaien. Also man moet dat voor zich weten, de patiënt wil immer aanholen. Dat wil dus naar heen. En dat kan je nog maar zeggen, de stem is weg. So, du musst das fernnehmen. Meistens das ist das Bild, was man meistens sieht, im Restaurant oder zum Erdenstascher, wo immer. So, dann musst du eben helfen. Das ist ganz von dir abhängig. Gut, dankeschön Wilfried. Das wird sehr viel helfen. Und ja, wir haben endlich noch viel zu sagen. Aber danke. Das nächste Mal, vielleicht haben wir noch eine Chance. Vielleicht haben wir dann noch präzise Frauen und noch die Menschen haben vielleicht fresh Frauen. Dann werden wir ein freshes Programm starten. Ganz genau, so ist es. Dankeschön.